Ja, langsam aber sicher geht die Vorfasnachtszeit langsam am Ende entgegen. Und in diesem kleinen Video jetzt heute, wo ich einfach ein bisschen zum Spaß mache, will ich ein paar Trophäen zeigen, wo ich beim Zocken freigeschaltet habe. Eben genau jetzt in dieser Vorfasnachtszeit. Und auch wenn es jetzt noch nicht mal mehr ganz 2 Wochen geht, bis Fasnacht ist, habe ich schon noch vor, die ein oder andere Trophäe freizuschalten. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt mal ein kleines Fun-Video und tue ein paar Trophäen, die ich jetzt freigeschaltet habe, präsentieren. Nicht alle, aber ein paar spezielle jedenfalls. Und die will ich jetzt gerne zeigen. So, da wäre ich jetzt also. Und ich möchte von 2 bestimmten Situationen berichten. Und das allererste wäre mein Geburtstag. Genau. Weil der fällt immer in die Vorfasnachtszeit rein. Der 1. Februar. Und auch in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, an meinem Geburtstag die eine oder andere Trophäe freizuschalten. Und es sind insgesamt 4 geworden. Und 3 allein davon im Hitman Absolution Game. Ja. Da muss ich selber noch mal schnell schauen. Genau. Einmal da. Der letzte Countdown. Das ist eine Story-related Trophy. Also wenn man die Story durchzockt, gibt es die automatisch. Genau wie die auch. Ein persönlicher Auftrag. Travis eliminieren. Das ist dann das Ende von der Story gewesen. Ja. Und von diesen 4 Trophäen, die ich an meinem Geburtstag freigeschaltet habe, ist auch noch eine dritte von Hitman Absolution gewesen. Und zwar die habe ich mir lang vorgenommen. Und es hat geklappt. Alle Beweise sammeln. Das sind irgendwie, glaube ich, so um die 43 Beweise im ganzen Spiel gesehen. Und dann habe ich alle Beweise bis auf einen gesammelt. Und der allerletzte habe ich mir dann für Geburtstag aufgespart. Ja. Und ebenfalls nach meinem Geburtstag freigeschaltet habe ich in Skyrim eine Trophäe, wo ich übrigens auch schon bei meinem Zocker-Channel erwähnt habe, dass das zugleich auch die erste Trophäe im Skyrim-Game ist, die ich freigeschaltet habe seit fast 4 Jahren, nämlich März 2013. Und zwar ist das die da. Wer solche Freunde hat. Ja, tritt der dunklen Bruderschaft bei. 20:21 Uhr. Ja, eigentlich bin ich dort schon relativ müde gesehen. Aber ich denke, die Trophäe will ich noch freischalten. Also habe ich das um die Zeit noch gemacht. Ja, und das wären die 4 Geburtstagstrophäen von dem Jahr, die ich freigeschaltet habe. Aber es gibt noch 3 weitere, die ich gerne präsentieren will, und die zeige ich jetzt als nächstes. So, ja, genau. Und auf diese Situation möchte ich noch ein bisschen berichten. Und zwar geht es um 3 Trophäen, die ich freigeschaltet habe, in einem und gleichen Spiel. Und zwar sieht man es hier schon, Red Dead Redemption. Und zwar nicht einfach nur irgendwelche Trophäen. Nein, es sind sogar allesamt, alle 3 im Multiplayer gesehen. Was für mich schon eine rechte Rarität darstellt. Aber dafür bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Und jetzt zeige ich, welche 3 Trophäen das sind. Das wäre mal die erste.
Dead Rockstar. Erledige einen Rockstar oder jemanden mit dieser Trophäe in einem öffentlichen Multiplayer-Spiel. Ja, das ist so eine virale Trophäe. Das heißt, wer die Trophäe hat und dann, ich habe wahrscheinlich einfach einen erledigt im Multiplayer, der die Trophäe hat. Und dann habe ich sie auch gekriegt. Sieht richtig cool aus. Nice. 4.2. Und dann am gleichen Tag ist das, glaube ich, noch gesehen. Einfach viel später. Die da. Auf und davon. 21.50 Uhr. Es ist ein Samstag, da geht das schon einmal. Begib dich vor Sonnenuntergang von Blackwater nach Escayera in einer öffentlichen Sitzung. Ja. Da habe ich einfach in-game gewartet, bis es 7 Uhr morgen war. Und dann bin ich von Blackwater aus geritten nach Escayera. Und wo ich den Ort erreicht habe, hat es die Trophy freigeschaltet. Und dann kommen wir noch zur letzten Trophäe, die ich in diesem Video präsentieren will. Und das ebenfalls ein Multiplayer war. Und zwar die da, erst kürzlich. Ave Maria, 18.02. Erledige einen Gegner aus mindestens 35 Yards Entfernung mit einem Kriegsbeil. Ja, so sieht sie aus. Und auf die bin ich besonders stolz, weil das ist anscheinend eine ziemlich rare Trophäe. Ich habe die Trophäe freigeschaltet bei einem Gegner im Multiplayer im Banditenversteck von Tesoro Azul. Ja, genau, dort hat das geklappt. Und wie schon eben gesagt, die Vorfasnachtszeit geht jetzt ja noch ein paar Tage. Und die ein oder andere Trophäe will ich noch freischalten, aber viel wird es jetzt auch nicht mehr sein. Aber das sind jetzt wirklich ein paar Trophäen gewesen, wo ich richtig stolz drauf bin. Und mittlerweile habe ich eine Trophäensammlung von über 550 Trophäen. Von dem her bedanke ich mich fürs Hineinschauen und bis ein anderes Mal. Genau.